Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Champions League Spiel zu Hause, 6. Spieltag gegen Lokomotive Moskau. Ja, ich ein bisschen fertig aussehe und ein bisschen unrasiert und so und immer noch ein bisschen kränklich. Von daher wird das jetzt hier heute auch nochmal eine schnelle Nummer, aber eigentlich auch gibt es nicht viel zu sagen, denke ich. 2:0 gewonnen gegen Lok Moskau. Ja, eigentlich habe ich diesmal nicht zu meckern. Ja, ich weiß, relativ selten. Ich sehe trotzdem, dass ich hier komplett überstrahlt bin. Von daher muss ich mal eben hier... Ja, wir können natürlich ein bisschen was sagen zur ersten Halbzeit, aber eigentlich so allgemein gibt es wenig zu meckern. Ich denke mal, kann das unter dem Motto Trainingsspiel abhaken. Ja, ich denke, das passt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, bevor ich kurz was dazu sage, hauen wir uns mal kurz die Statistiken rein. Ja, 2:0. Fast 70% Ballbesitz, also 69,5. Abseits 1:9. Ja, da kamen die gefühlt gar nicht mehr klar mit unserem Abseits. Die standen ja ständig im Abseits. Fouls 14:10. Zweikämpfe 52:47. Schüsse 22:7. 7:3 aufs Tor. 7:2 Ecken. 31:5 Flanken. 31 Flanken. Ja. Der Björner hat alles gegeben. Gefühlt hat er 20 Flanken reingehauen. Wovon irgendwie einer oder zwei vernünftig waren. Ich merke gerade, ich habe hier so ein Echo, seitdem meine Gitarre an der Wand hängt. Da muss ich mal... Müsst ihr jetzt mit durch hier in der Folge. Wieder eine kurze. Gewonnene Zweikämpfe. Davis 13, Sané 9, Musiala 6. Gefolgt wurden schenken wir uns wie immer. Ballkontakte, Saar 124, Rocker 108, Davis 94. Schüsse insgesamt Sané 5. Hab ich gar nicht gesehen. Choupo-Moting 4, Gnabry 4. Torschussvorlagen, Costa 3, Gnabry 3, Saar 3. Ja, ich denke, das passt vieles zu den Statistiken. Davis war mega stark, so als wäre er nie verletzt gewesen. Wobei man das ein bisschen relativieren muss. Der Gegner, ja, es war nicht wirklich ein Gegner heute. Ja, was gibt es zum Spiel zu sagen? Lok Moskau stand 90 Minuten hinten drin. Erste Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan, da irgendwie eine Lücke zu finden. Auch Choupo-Moting war gefühlt mal wieder gar nicht auf dem Platz. Also wenn er nicht das Tor gemacht hätte, hätte ich ihn komplett tot geredet. So müssen wir das ein bisschen relativieren. Ja, aber wie gesagt, was soll mir da jetzt viel aufarbeiten? Wir haben 2:0 gewonnen und gut ist. Davis ist wieder da. Musiala war okay. Rocker hat es gut gemacht, hat gut die Bälle verteilt. Goretzka war auch okay. Ja, der Einzige, der ein bisschen abgefallen ist, war für mich Choupo-Moting. Und selbst Gnabry war engagiert, wo er reinkam. Hat Schwung reingebracht. Sané hat sich eine Defensive, denke ich, so kräftemäßig ein bisschen aufgerieben. Von daher war da relativ wenig dann nach vorne. Costa war auch so Durchschnitt, würde ich sagen. Aber ich sehe gerade, ich habe auch noch mal wieder umgeswitcht hier. Ich würde sagen, ich vergebe noch ein paar Noten und dann sind wir leider durch heute. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz auf dem Damm. Und ja, das Spiel gibt auch jetzt keine großen Analysen her. Also das war für mich, was in Moskau gespielt hat, schlechter wie das Pokalspiel. Also ja, das war ein Champions-Spiel eigentlich nicht würdig, aber gut. Wir haben es dankend angenommen. Ich denke mal, es war eher so eine Regenerationseinheit für uns heute. Viele Pässe und so weiter. Noten, ja, was soll man beim Neuer benoten? Ich weiß gar nicht, doch, er musste einmal einen Ball halten. Würde ich eine 3 sagen, Boateng eine 3, Björner, ja, hat mir erste Halbzeit hat er mir nicht so gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Ja, nach vorne hin ist das okay, was er spielt.
Aber nach hinten ist das schlecht. Und das hat man heute auch teilweise gesehen. Und das gegen Gegner, der eigentlich offensiv kaum stattgefunden hat. Naja, ich würde ihm mal eine 3- geben. Weil bemüht war er auf jeden Fall. Süle war für mich auch eine, ja, gut. Er hat ein Tor gemacht, komm, geben wir ihm eine 2- anstatt eine 3. Davis war für mich eine 2, war sofort wieder drin in der Mannschaft. Rocker war auch eine 3, war okay. Goretzka, wie eine 3+ sagen. Sané, ja, ich würde ihm auch eine 3 vielleicht. Man misst ihn ja eher so an den offensiven Dingern, aber er hat heute geackert. Sieht man ja auch an den Zweikämpfen. Von daher war die Offensive ein bisschen dahin. Ich denke mal, Sané muss noch ein bisschen so, ja, die Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Müller hat den Coach gegeben, war völlig okay. Würde ich auch eine 3 sagen. Costa, ja, war auch bemüht. Also, wie gesagt, ich bin alle so auf Dreierschiene heute. Choupo-Moting, hat er den jetzt nicht, hätte er den nicht noch gemacht, wäre er so der Einzige gewesen, der ein bisschen abgefallen ist. Erste Halbzeit war halt gar nichts zu sehen. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser, aber von ihm erwarte ich einfach noch ein bisschen mehr dann, wenn ich ehrlich bin. Ja, Gnabry kam zur zweiten Halbzeit, würde ich auch eine 3 sagen, hat auf jeden Fall ein bisschen Schwung reingebracht. Jusala hat es auch ordentlich gemacht, hat jetzt nicht so viel Schwung reingebracht, hat aber trotzdem gut die Bälle verteilt und so weiter. Ein paar gute Kombinationen gehabt. Für mich auch eine 3. Hernandez, ja, war jetzt auch nicht wirklich gefordert irgendwie. Ich denke, auch da liegen wir mit einer 3 ganz gut. Beim Richards genauso, hatte einmal den kleinen Wackler drin, wo nichts raus passiert ist. Alles andere hat er gut gemacht. Und den Stiller für 5 Minuten können wir eh nicht beurteilen. Oder ich zumindest nicht. Ja, Leute, das war die Champions League-Saison oder Vorrunde. Können uns ja nochmal die Abschlusstabelle reinhauen, wen es interessiert. Atletico hat es ja dann noch gepackt heute, wovon auszugehen war. Ja, was soll man sagen, ne? Was soll man sagen, Leute? 18:5 Tore, okay, mein Gott. Weil er immer so auf den Gegentoren rumgehackt wird, aber ich denke mal, da können wir mit leben. Gut, Leute, das soll es gewesen sein von mir. Tut mir leid, dass es aktuell so ein bisschen kurz gehalten ist, aber ich hoffe, bis zum Wochenende geht es mir wieder besser, dass wir da mal wieder einen ordentlichen Talk machen können und da werden wir mit Sicherheit auch eine Leistung haben, die wir beurteilen können, wenn mich nicht alles täuscht, spielen wir gegen Union. Ja, in Berlin, bin gespannt. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich würde sagen, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Oder, wenn es wichtig bleibt, gesund. Und wer Bock hat, hören wir uns am Sonntagmorgen wieder, ne? Zum Spiel in Berlin gegen Union. Haut rein, bis dann. Ciao.